Ja, ich bin eine visuelle Künstlerin. Und, ich schaffe eigentlich extrem viele andere Naturfrohen. An den letzten Jahren habe ich eigentlich mich mehr mit Recherche engagiert. Das heißt, das war wie eine Investigationsarbeit, die dann verschiedene Projekte lesen. Und ich merke noch immer mehr, dass man die so anthropologisch ist. Und da entstehen Wirken. Ich bin schon als Skulptrin so gefangen. Und ich meine schon immer noch die Demarche par rapport zu Form oder zu der Form, mir das einfach schon aus dem Atelier raus und die Welt explorieren. Das ist auch so, dass wirklich das Natur sind naturfroh und das auch das froh vom Liewisch, weil das Liewisch schon eigentlich mit der Fotografie angefangen und war immer froh, dass das auch die vernakuläre Fotografie, es war wirklich froh, dass den Objekt, was für einen Impact mit Fotografie, ob als Blick auf das Feld, ob das exotisch war, doch eine Zeit lang, aber auch wirklich nur, weil ich mir bewusst bin, auch war das als Beziehung zur Natur über die mediale Form von der Fotografie oder vom Film oder und da sind besonders stiert eigentlich mit Natur durch denen Medien erlebt eigentlich. Und dadurch ist froh entstanden wir das eigentlich als Beziehung zur Natur und schon das einerseits intellektualisiert, mich wollte doch selber leben und ich meine für mich bestimmt sie noch eine Art und Weise für das physisch oder so emotional zu empfangen, sich selber die vorzustellen, war das die Beziehung, was lief schief an. Ich bin froh, war das meine Beziehung zur Natur, ich meine, schon ein ziemlich nostalgisch oder das ist ein Gefühl, dass du etwas falsch lebst und ich meine, das wirklich durch die Naturkrise aus meiner Arbeit entstanden. Schon ein Leben für die Natur, mir ist mir schon bewusst, dass ich ziemlich alieniert bin. Und du willst für sich nicht verstehen, vielleicht. Die große Frage war für was, wer so eine Umweltkrise entstanden? Wie kann es sein, dass wir einfach nicht mehr als Natur erkennen, dass wir ein Teil von etwas sind? Und das fand ich ziemlich phänomenal, dass wir einfach so getiert sind, die momentan so viele Kreationen, so viele Symbolen, das einfach wirklich ein Platon sind. Das ist einfach die Frage, wie kann es sein, dass wir eigentlich dekonnektiert sind und dass wir einfach das Gefühl nicht erleben, dass wir einfach nicht verstehen, dass wir, was wir atmen, als ein Teil von der Natur, also Materie rundherum, also ein Teil von der Natur, und dass wir müssen oft eine Pause machen, sich das evaluieren, sonst sind wir einfach als eine kulturelle Weltform total so verloren. Und das fasziniert mich einerseits schon. Theoretisch mir auch wirklich am Ende Alltag. Ich sehe das als politisch. Wie dein Nacht das lo The Veil of Nature oder dafür das wird ganz Zeit evoluiert. Das tut auch mit Fotografie angefangen, eine Zeit lang nicht so Collage gemacht mit Fotografie. Und das war auch wirklich schon die Materie aus dem Ekran rauszuziehen und darum zu materialisieren und die an sich zu freuen, weil das eigentlich die Masse von Donien, die ganze Zeit erklären, was kreieren sie in unserer Psyche. Und da war eine Zeit, wo ich eigentlich Derbien, die digitalisiert Herbien entdeckt habe, online, und das war extrem interessant, weil ich mich gefragt habe, okay, gleich bis in einer Fotografie, das ist ein Durchstand von Natur, aber was für eine Durchstand ist es? Weil das nicht mehr eigentlich den Pflanz um sich, und das ist schon extrem so kulturell und kulturalisiert. Das ist einfach, wo es plötzlich eine Nummer ist, ein Datum, das archiviert, das ist schon ein historisches Nähe. Und ich war wirklich ganz intrigiert bei den Objekten, vielleicht die Digitalisation, die Masse von Donien, die plötzlich online zu finden sind. Und oft so nicht, das war auch ein bisschen so das Gefühl,
draußen an der Realität sind Sachen am Gang auszustirben und du kriegst sich eine Akkumulation von Daten online an plötzlich wirst du all die Pflanzen, die für 200, 300 Jahre gesammelt sind, die sind eigentlich online zu finden, die für was machen oder war das hier Platz oder so eine Herbier, das waren alle Frauen, die so entstanden sind, mich wirklich schon als Foto gesehen und war immer froh, okay, und ich wollte mit dem Material schaffen. Und ich wollte nicht richtig wirklich, die Masse war mir zu groß, und dann ich gewusst, mir eigentlich, das ist immer interessant, mir spezifisch sich ein Herbier auszuwählen, und da wollte ich den Darwin sein wollen, weil es war bei logisch, war zu der Vor der Evolution, das schon den Durchlief gucken. Anstatt nur war, dass du einen riesigen Maßstab von Pflanzen schon ausgestirbt werden, ich hatte drüber gelöscht, so online konnte ich da ja was gucken. Und da war just ein Plant zu finden, den Sisyphus villosus. Und das hat mich auch schon fasziniert, dass es just eng war. Und Site, in dem Moment haben sie auch gesagt, sie geben ihn zum Leben bringen. Und da plötzlich war kein Foto mehr. Das war eigentlich, da war noch Materie, genetische Materie für drin. Zu reaktivieren geht immer so, und dann ist froh, was das denn tut, weil ich fotografieren tut, waren auch Thematiken, die mich oft so geprägt haben. Und du weißt, okay, das den Herbier, was soll das? So, und dann sind ich da hingegangen, eigentlich, wie man den Herbier anzugucken, den Sisyphus villosus zu gesehen. Und da konnte ich ganz schnell gesagt, dass es nicht wahr wäre. Sie wollten es nie zurück zum Leben bringen. Und du nicht verstanden, dass du auch die Geschichte von der Deextinktion, das ist die Prinzipien nicht so, war viel mehr politisch und mehr komplex, wie wir das schon mal ausgedrückt haben. Und dass du ein großes Enjeu wäre. An Lös schon Versicht Leute fanden, die die Extinktion praktizieren auf Pflanzen, an schon lang kein Leute fand, das war extrem schwer, an die Leute kommen, aber schon immer extrem viele Leute interviewt, die immer mal Versicht tun zu erklären, was sie als Natur verstehen, was sie als Herbier verstehen, und du nicht auch verstehen, dass es an irgendetwas gefallen war, was viel mehr komplex war und immens interessant war eigentlich. Papa zu was Wissenschaft ist, wie Wissenschaft eigentlich mit der Natur umgeht, und besonders froh, was Konservation ist. Dafür, weil ich weiß, von der Extinktion wir auch präservieren eigentlich auch Sachen noch, die noch leben, die noch existieren, wenn just vielleicht noch im Zoo oder noch im Garten, als das noch eine Art von Präservation und dafür du nicht wirklich angefangen, mich viel vorzustellen, Papa zu als Wissenschaft praktiken, an als einen Drang für Sachen zu haben. Was erstaunlich war, etwa zu Press war, weil nur dem ich eigentlich Leute zu den Herbier, dem Darwin sein Herbier zu Cambridge vorstellt. Sicher gegangen sind, da war eine neue Kuratrice, und sie hat alles gerne dem Set, sie hat wirklich den ganzen Diskurs verändert, und die Frau hat das gut nicht unterstützt. Mit an Mengfrage auch kann ein Herbier eigentlich Welt retten. Also genetisches Material, das kann man verwerten, und da wird man die Madame gesagt, nee, Zoombanken und die Rolle an nicht Herbien. Herbien sind da just für eine Taxonomie durchzustellen, an für zu verstehen, zum Beispiel wie Variationen, du brauchst mir das etwas konsultierst. Oder genetisch, wenn du testen möchtest, kannst du vielleicht entdecken, die Art eigentlich mit einer verbunden ist, das ist mehr so ein Etat des lieux, den definiert und da sie kategorieren kann. An Zoombanken hat mehr die Rolle für du an Zukunft die Welt zu retten, auch noch nur Haut einfach ein bisschen Zoom zu examinieren. Mehr an da wenn sie nicht dann ob zu Brest, du hast dann eine kleine Zoombank, und du hast auch eigentlich Serren, wo sie eigentlich extrem viele ausgestorbene Arten haben. Mit du, vielleicht muss ich nicht verstehen, weil ich schon aber mein ganzes Projekt beschwert, und du hast aber nie gesagt, dass du so etwas verschaffen. Und das ist immer so, ich freue mich immer, was du gelacht hast, weil an du nicht entdeckt, dass sie mit meinem Zoom, die Sache ist wirklich, dass viel mehr einfach Pflanzen eigentlich zum Leben zu bringen, weil
Soomkern erhalen ganz lang eigentlich den genetischen Material für. Dafür meistens bei jenen zum Beispiel, das war auf l'île Maurice, da war ein Platz, eine endemische Pflanze ausgestorben, aber das waren die 60er. Das war viel mehr rezent. Und da konnten eigentlich aus dem Sohm, den sie gesammelt hatten, Pflanzen zu mir bringen. Und, weil sie hatte wiederum noch ein paar Exemplare rekrutiert und sie an verschiedenen Serien einfach bloß an die war aber ausgestorben. Und mit dem sie eigentlich, sie konnten eigentlich sie versichern Kern auch uns Pflanzen, das ist nicht gegangen, weil sie haben gemerkt, dass am Kern du hast eigentlich den Embryo, war noch lebendig mit dem Mechanismus ausgeschrieben. Das heißt, du konnten es eigentlich durch Biotechnologien einfach zu mir bringen. Ich habe noch vor kurzem gelesen, zu Harvard, sie Leute, die versichern eine bestimmte Serie von Arten. Auch zum Leben zu bringen, und du merkst aber meistens, dass die, wo einfach so im Kern Markt gesammelt gesehen. Zum Beispiel beim Cystisus, wo ist eigentlich auch das nicht nur mit Pflanzen. Und so ist wirklich der Unterschied zwischen deren und Pflanzen, das wirklich bei den Dären, das wird so ein Hybrid sein. Weil du musst immer einen Där von Haut gebrauchen, den Porter, den das wird holen. Während bei den Pflanzen, wenn du die Kerne zu mir bringst, dann musst du die Originalpflanze bringen. Du hast auch Leute, die, ich habe ein Wort von, die heißt Ginkgo, und da machen sie Parfum aus ausgestellte Pflanzen, aber das Molekül, diese raus und vier, das ist interessant, du siehst aber ziemlich viele Leute, die sich mit den Sachen beschäftigen. Froh sind wir vielleicht empfangen wir den Besoin dafür. Und das war das, was mich mehr interessiert hat, weil eigentlich am Anfang, war für mich war okay, war das also technisch kompliziert, weil da geht sich auch bewusst, zum Beispiel bei den Pflanzen, du hast extrem viel Klonage auch an der Natur. Eigentlich die Sexualität von Pflanzen ist viel mehr komplex. Viele von den Pflanzen, die bei Ikea kaufen, sind eigentlich Klonen, das sind immer dynamische Pflanzen, die so das ist eigentlich war denn bei den Dären, beim Där, wo du sie viel mehr ethisch frohen, weil das Froh vom Individuum ist viel mehr komplex oder viel mehr wie bei uns, während bei den Pflanzen die Notion vom Individu ist viel mehr vag, und den Enjeu auch als ganz anders. Bei den Pflanzen meine Konsequenzen sind viel mehr groß, bei dem Mammut, du kannst dich eine vorstellen. Schon die politisch beginnt und die mal Pflanzenschaft und ich meine den Enjeu ist ganz anders. Bücher oder Artikel nicht gelesen mit Leuten, die sich wie George Church oder so Leute, die wirklich den Mammut wollen affären, ehrlich gesagt, dass die Leute extrem ideologisch geprägt sind und die Menge wirklich sie werden darum ein Equilibre für Freier affären und du merkst noch, dass einfach wie sieht Leben oder Troll vom Mensch an die ganze Komplexität, das ist ein ganz anderen Standpunkt wie viele andere. Ich meine, sehr viele Wissenschaftler, die das können unterstützen, das ist eine ganz andere Art und Weise, eine ganz andere Weltanschauung, ich meine. Ob zu den Konsequenzen denken, ich meine nicht. Wenn ihr guckt, dass wirklich mehr kann das reparieren. Und das finde ich auch faszinant von und dann wenn ich schwätzen oft von Evolution, das sind nicht mal bewusst, dass viel Wissenschaftler, die sich mit denen froh beschäftigen, von der Konservation, die froh von der Evolution können da vorstellen. Zara, sie will abstrakt bringen. Aber das wie zum Beispiel bei den anderen, weil irgendwo Affären, wo fangen genug, weil wir wissen nie, wer dann 20 Jahre wird ziehen. Und wird nie, wird vergessen, geht es nie mehr, und das selbst, wo man extrem viele Schwierigkeiten hat. Und das finde ich auch immer interessant, weil wo ich den Darwin gelesen habe, die sehen doch, was der Mensch nicht, die Natur ist so komplex, das kein die weiß, wenn ihr auch irgendetwas pflanzt, wissen nie, was Konsequenzen Werte sind. Und dafür war ich sich schon ganz bewusst, dass wir da kleine Zauber spielen und einfach alle Interventionen werden Impact und das ist so riesige Interventionen werden sich drastisch Impakten tun mit kann kein sich projizieren mit
schenkt ziemlich sinnlos zu sehen, dass mir das Frieden sich viel wert. Aber für mich war aber die zwei eigentlich ist schon oft, dass der Mensch schon vom Anfang immer gesagt, dass immer das der Mensch bezähmt zwischen Mensch und Natur, was mich interessiert wird. Mir ich meine zum Beispiel froh von der Evolution. Ich war mir nicht bewusst, wie zum Beispiel auch was Spezien sind, dass eigentlich Spezien nicht wirklich existieren. Oder du musst gucken, Papa, zu den Zeiten. Mehr. Zum Beispiel, wo Leute mal erklärt und wie Taxonomie funktioniert, bemerkt den eigentlich wirklich zu sehen, war das eine Variation, weniger als eine Variation, weniger als eine Spezie, weniger, und das ist eigentlich nie wert. Es bleibt auf einer bestimmten Länge. Aber eigentlich das immer so ein Apps wird sich weiter bewegt. Und auch Pflanzen, ich hatte wirklich kein großes Verständnis für Pflanzen. Ich meine, da nicht ziemlich viel gelernt. Mein Blick würde ich gerne. Ich gebe so eine Beobachtung für mich. Das war auch wirklich von Darwin. Ich war auf Galapagos Position und du nicht versucht, den Cesius Vilosus ranzufahren. Und ich hatte einfach sein Buch dabei und ich habe angefangen zu gucken und versucht. Und das war auch wirklich die Approche, wie sich Sachen geguckt. Das tut sich schon gerne. Mir gibt es ich bleibe ein Mensch. Ich versuche, du heinst du es anders zu denken oder immer mir gehen das einfach extrem. Das ist eine Bülle. Das ist immens komplex. Das ist einfach. Ich hatte eine Ausstellung an Estland und da hat man das Projekt gewesen an einem Jardin Botanique als Herren. Und da war es interessant, weil wir hatten noch eine Diskussion gehabt. Ich meine, dass man gerne wenn Künstler und Wissenschaftler zusammenbringt. Und da war eine von den Fragen, die wir gestellt haben, also es muss alles kennen, benennen können und erhalten für eigentlich Natur zu kennen und Natur zu erhalten. Brauchen, weil wir genau immer zum Beispiel zu Berlin, weil es sind Millionen von Spezimenen und du merkst einfach, sich paar Leute, die darauf schaffen, dass die Kenntnisse sind extrem los. Die evaluieren immer und du merkst den ganzen Prozess auch für, auch wenn du bedenkst, zum Beispiel für zu verstehen, ob ein Pflanze ausgestorben ist oder nicht. Du musst auf das Site gehen, du musst die Leute sammeln und dann musst du ein État de lieu machen, par rapport zu, was du draußen hast, was an den Archiven sitzt und du merkst einfach, du kannst vielleicht eine Pflanze vielleicht verpassen. Dafür ist es einfach nicht so präzise, wie du meinst. Und dafür vom Prozess hier finde ich schon ganz interessant. Damit war auch voilà, froh, muss ich alles benennen können. An einer Krisensituation also wirklich noch wichtig, so zu funktionieren. Weil einerseits ist es spannend und für den immer mehr größeres Verständnis für den Ökosystem, mehr das ist eine Art von Verstehen. Und ich meine, du merkst wirklich, wir sind in einer Situation momentan, wir müssen in einem Paradigma entwickeln, das einfach nicht total falsch, mit Sachen möglich, mir auch Sachen einerseits gebremst, das ist extrem von der Logistik her kompliziert und tut als Verständnis von der Natur einerseits auch transformiert und irgendwie viele Leute verbringen mehr Zeit mit den Archiven wie mit einem richtigen Ökosystem. Das du willst schmengen, du brauchst dringend neue Strukturen, auch zum Beispiel zum Beispiel, wo ich zu Paris war, wo ich die Residenz gemacht habe, das war das Naturmusee, das ist extrem interessant, mit zum Beispiel die aneinander, wo dann all die Taxidermieren und das heißt Galerie de l'Evolution. Du hast gar keine Evolution, das ist gar nichts, das sind einfach deren, die du Taxidermieren, du sind an. Ich merke noch, die Leute sind noch immer begeistert, was schön auch zu sehen ist, dass noch heute das, wo die Leute riesen und alles, das ist noch immer dafür faszinierend. Mit mir genau, das steht nicht über die Evolution. Und du kannst dich auch freuen, als das wirklich noch die Art und Weise für die Natur zu schwätzen, zu kommunizieren. Und du musst wirklich neue Formate. Und mit mir geht aber auch immer mehr, wie die Wissenschaft beibringt, das evoluiert auch.
den Enjeu also méi stark. Und du merkst den das auch zwischen Ländern an Generationen sich Sachen ändern. Was mich überrascht hat, war, wie Wissenschaft funktioniert. Und das ist erstaunlich, weil ich ziemlich viele Sachen gelesen rund darum, wie biaisiert Wissenschaft ist und auch noch, dass das eine kulturelle Struktur ist wie eine andere. Aber solange ich es nicht selber erlebt habe, war es schwer, das zu verstehen. Da sind, weil Kunst, als Künstler wurde wirklich immer das Gefühl, da sind sich so Freiheiten halt. Ich hatte oft das Gefühl an Wissenschaft, dass du auch wirklich einen ganz starken kulturellen Impact, das extrem stark kulturell geprägt. Ja, ich war erstaunlich zu sehen einerseits, mir tut mich auch zu dekonzertiert, muss ich sagen. Ganz lange hatte ich wirklich das Gefühl, dass ich mehr Fragen hatte wie Antworten, und besonders weil ich alle einfach vorgestellt und die Leute, die mit mehr Donner gekommen sind, und das sind nicht immer so. Und schon der einfach verfolgt. Ich habe mich so entschieden, dass ich einfach all diese Leute nur gehen und ich meine schon, hast du das Gefühl, dass ich ein bisschen verstanden habe, was ich gesagt habe. Das war wirklich für was die Krise, die Frage, die ich vorhin mentionniert habe, das war für was sie mir so dekonnektiert. Wenn ich gucke, weil ich schon da immer wirklich als mit kulturellen Objekten, die man generieren, schon den Enjeu verstehen. Aber du an der Wissenschaft, eigentlich die Dissoziation zwischen Kultur und Natur, die noch wirklich ganz stark besteht. Das konnte ich wirklich auch spüren. Ich meine, das auch das, ich muss Sachen spüren, so verstehen. Mir sind viele neue Fragen entstanden. Ich meine, froh war zu groß. Ich meine, genau, wo ich immer vielleicht vorgestellt habe, zwei Papa zum Tod. Es waren so philosophisch von der Lunge, ich merke, dass du viele Leute, sie waren immer, du kannst ein bisschen mehr spezifisch sein oder kann ein bisschen mehr. Und ich merke, das war einfach der Sinn von allem, was ich vorgestellt. So was das Anschluss. Aber du Funktionen schon besser verstanden und du fragst mich, ob du weiter werde an dem Bereich arbeiten. Am Bereich selber, ja, Wissenschaft, nur die Approche, dass ich wirklich an wissenschaftliche Departemente gehen oder sich einfach Kontakt mit Wissenschaftlern schaffen, das werde ich sicher machen. Weiterführen an, ich gebe wirklich gerne zu Presse, wo sie eigentlich all die Samen mit all den ausgestorbenen Pflanzen oder selbst ein Platz, was mich wirklich fasziniert wird. Und leider konnte ich nicht zurück, wenn es im Covid und dann war ich einfach am Buch extrem beschäftigt mit anderen Projekten und da will ich ewig gerne zurückholen. Und wirklich froh von der Extension, wie wir damit umgehen, dass das wirklich etwas besteht. Auch an anderen Bereichen, mir das wirklich froh von Ausstehen, wird mich ganz stark beschäftigt.